Guten Morgen miteinander. Ich will zum Start gerade noch beten und ich lade dich dazu ein, dass du von deinem Herz darfst zu deinem Gott beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Herr bist von dieser Kirche. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, wie die Joni gesagt hat. Dort, wo 2 oder 3 zusammenkommen, dort bist du mitten unter uns. Und ich danke dir, Vater im Himmel, bist du heute da. Willst du zu Menschen reden? Willst du Menschen bewegen? Ich danke dir, Herr, dass du ein realer Gott bist, dass du so ein näher Gott bist und uns immer wieder zeigen willst, was uns gut tut im Leben. Dass du willst, dass wir aufblühen mit dir, Herr. Ich danke dir, dass du heute Morgen redest und ich lade dich ein. Ich bitte dich, dass du den Raum füllst. Ich bitte dich, dass du dort, wo wir vielleicht abgelenkt sind, dass du dort darfst kommen mit deiner Wahrheit und dass die Ablenkung muss weichen. Ich lade dich herzlich ein, dass du diese Bühne einnimmst und heute Morgen zu jedem Einzelnen redest. Dort, wo er es gerade nötig hat, dort, wo wir es brauchen. Herr, wir machen unsere Herzen für dich auf und für dein Reden. Und wir sagen miteinander Amen. Amen. Hey, wer von euch würde mal gerne so eine Zeitreise machen? Gibt es Leute, die sagen, hey, ich würde gerne mal in die Zukunft reisen? Danke, Monika, du es auch. Oder vielleicht sogar in die Vergangenheit. Also, ich bin so jemand. Ich würde es lieben. Es wäre doch so spannend, einfach mal eine gute Zeitreise machen können. Und wisst ihr was? Weil ich so Fan von dem bin, habe ich gefunden, das machen wir heute Morgen. Wir machen eine Zeitreise. Und zwar reisen wir 2000 Jahre zurück. Und wir mischen uns unter Menge der Nachfolger, die Jesus nachgefolgt sind. Unter die Freunde von Jesus. Und ich will, dass du dir mal vorstellst, wie das damals war, dass du dir vorstellst, dass du live mit dabei warst, wo Jesus gelebt hat und ihn gerade beobachtest. Du und ich, wir begeben uns jetzt zurück 2000 Jahre. Es ist nämlich schon ein paar Tage her, wo du am Ufer gesessen bist und wo du am Netz flicken bist. Und du hast gesehen, wie der Jesus auf den Petrus zugeht. Wie er Petrus sagt, hey, nimm dein Boot und geh nochmal raus und rühr die Netz raus. Und du hast den Petrus schon fast ein bisschen belächelt, wie du gedacht hast, was hat der Typ, der Jesus überhaupt für eine Ahnung vom Fischen? Das ist ja kein wirklicher Fischer. Und du hast zugeschaut und du bist erstaunt gekommen, wo du gesehen hast, wie er die Netze rauszieht. Und die Netze sind prall und voll von Fisch. Und das war der Moment, wo du gemerkt hast, hey, der Jesus, das ist ein anderer. Das muss der Ritter sein. Und du bist aufgestanden, obwohl vielleicht ein bisschen zögerlich innerlich, aber du hast gesagt, ich folge ihm nach. Und du bist ihm nachgefolgt. Und es ist spannend geblieben. Und zwar, schon gerade am nächsten Tag, ist ein Mann gekommen, der aussätzig war und hat gesagt, Jesus, heil du mich, mach du mich rein. Und du hast Jesus gut beobachtet, wie er so auf ihn zugeht. Jesus ist zu ihm gelaufen und hat gesagt, ja, ich mache dich rein, du sollst geheilt sein. Dich hat es berührt, dich hat es beeindruckt, wo du gesehen hast, dass der Mann von oben bis unten reine Haut hatte, dass er geheilt war. Aber weißt du, es ist ja noch weitergegangen. Einen Tag später ist ein Gelähmter zu Jesus gebracht worden. Und er hat gesagt, bitte, lass mich laufen, heil du mich. Und du hast gesehen, wie Jesus zu dem Gelähmten angegangen ist und gesagt hat, dein Wille soll geschehen, mein Wille soll geschehen, du sollst aufstehen und sollst laufen. Hey, er hat die Matte genommen, ist aufgestanden, er ist davon gelaufen. Ein Gelähmter, der zu Jesus gebracht worden ist. Und so sind viele Wunder geschehen. Aber später sind die Pharisäer gekommen, die Schriftgelehrten. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass man sich mit denen nicht anlegen sollte. So mit dieser hohen Elite, könnte man sagen. Weil du hast mit der anderen Menschenmenge Ehre abgelesen am Sabbat. Und du hast gemerkt, wow, das kommt gar nicht gut an. Aber du hast endlich verstanden, dass der Sabbat am Mensch soll dienen und nicht der Mensch einfach ein Gesetz muss befolgen, sondern dass der Sabbat ja einen grösseren Sinn hat. Und dann ist es ein paar Tage gegangen. Und Jesus hat gesagt, dass er sich zurückzieht auf den Berg und dort oben mit seinem Vater redet. Und du hast noch gedacht, was? Du ziehst dich zurück, obwohl so eine grosse Menschenmenge da ist?
Männer, Frauen mit Nöten sind gekommen und haben gesagt, hilf mir, heil uns, tu etwas, wir wollen Wunder sehen. Aber der Jesus war auf dem Berg oben und du hast noch gedacht, so lange bettet er, die ganze Nacht. Könnt ja schlafen in dieser Zeit. Und dann ist er am Morgen runtergekommen. Und du weisst noch, genau, wo er gekommen ist und auf dich und auf die ganze Menge zugelaufen ist, wie du gemerkt hast, irgendetwas Wichtiges passiert wahrscheinlich gerade jetzt. Vielleicht hat es ja mit dir zu tun. Und er ist gekommen und hat angefangen, Einzelne rauszurufen. Er hat seine engsten Jünger rausgerufen. So wie bei einem Casting, oder? Jetzt ist es einfach ein Jesus-Casting, wo Jesus seine Jünger rausruft. Und weisst noch, du hast innerlich gedacht, ruft er echt meinen Namen? Bin ich echt genug gut, dass ich dem Jesus nachfolgen kann? Dass ich einer der Ängsten sein, von seinen Jüngern sein? Und dann fängt er an und er ruft den ersten Namen Simon Petrus. Und du denkst, yes, hey, gute Wahl, Jesus, gute Wahl. Der Simon Petrus, der nimmt kein Blatt vors Maul, ist ein guter, super ist der dabei. Der nächste Name erklingt Andreas und der Jakobus. Und du denkst wieder, wow, das wird das Dream-Team. Und dann, dein Name erklingt. Du hörst, wie dein Name ausgesprochen wird von Jesus. Und du denkst, fantastisch, hey, wie gut, ich darf dabei sein. Es geht weiter. Der Johannes wird ausgerufen. Und du denkst, yes, super Truppe. Matthäus. Du denkst, was? Ein Zöllner, der jenste Leute übers Ohr haut. Was macht der in dieser Gruppe? Der Simon, der wird er auch mitnehmen. Der Zelot, bei dem weisst du nie, ob er jetzt gerade irgendwie ein Messer rauszuckt und dir einen Rücken rammt. So ein Freiheitskämpfer. Ganz ein komischer Kaib. Der Judas. Das ist ein Eigenbrötler. Was fange ich mit dem an? Und plötzlich fragst du dich, hey, wie kommt das gut? Mit dieser Gruppe, mit Jesus, so nah miteinander unterwegs zu sein. Und deine Begeisterung, die am Anfang so aufgekommen ist, flacht plötzlich ab. Langsam ist sie verflogen. Und du fragst dich, kann das gut kommen mit dem bunten Haufen? Auf was habe ich mich da genau einlassen? Mit diesen Versen aus dem Lukas Kapitel 6, in dieser Geschichte möchte ich euch herzlich willkommen heißen. Wir stehen nämlich mitten in unserem Jahresthema. Das Jahresthema, ihr seht es da vorne, 365 Tage alltäglich Glauben. Alltäglich Glauben. Mir hat schon jemand gesagt, hey, es sind aber 366 Tage das Jahr. Das stimmt. Wir wollen 366 Tage mit Jesus, Seite an Seite, unterwegs sein. Wir wollen in sein Wort eintauchen, in die Evangelien und dort genau anschauen, hey, wie hat er gewirkt? Wie ist er mit den Jüngern unterwegs gewesen? Wir wollen mitfühlen und einfach mitfühlen, wie das so dazu mal abgegangen ist und was das heute für mich heisst. Und in dieser Zeit ist es unser Wunsch, dass jeder Einzelne von uns dem Jesus Anteil gibt von seinem Leben. Dass das alltäglich Glauben wirklich alltäglich wird und nicht einfach nur am Sonntag bleibt oder vielleicht am Donnerstag in der Small Group, sondern dass wir den Jesus einladen dürfen, in unsere Familie, in unseren Job, in unsere Vereine, dort, wo du angestellt worden bist. Wir haben jetzt gerade gehört, wie Jesus seine Jünger gerufen hat. Und der heutige Morgen, der steht unter dem Titel Jesus Casting. Das Jesus Casting. Ich bin sicher, die meisten von euch haben schon mal so ein Casting gesehen. Die sind ja heutzutage sehr bekannt, sehr beliebt. Viele Leute schauen die anscheinend. Oder Casting, wo sie auf den Knopf hauen und sagen, du bist weiter, du bist gut. Sie hauen drauf und sagen, du hast ein Talent. Sie bringen eine Rose. Sagen, du bist weiter. Bachelor, oder? Und Jesus hat etwas Ähnliches gemacht. Vielleicht, ja, nicht mit Wasser oder mit einer Rose. Aber Jesus, er war eine Nacht lang im Gebet. Er war im Gebet und dann hat er seine 12 Jünger auserwählt. Aus einer grossen Menge von Leuten, die ihm gefolgt ist, dazumal. Wie ein Rabbi, oder?
wo so ein Studierter nachgenommen hat und gesagt, hey, komm mit, komm an meine Seite, ich will dich lehren, ich will dir zeigen, was Gebote sind, wie du mit denen umgehen musst. Genau so ist Jesus gekommen und hat die 12 Jünger ausgewählt. Aber der Unterschied ist, sie sind nicht Studierte gewesen, sondern sie sind einfache Fischer gewesen. Die 12 Jünger, er hat sie näher zu sich genommen. Sie sind näher mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben von ihm gelernt, sie haben von ihm abgeschaut. Sie sind nicht von seiner Seite gewichen. Und was wir auch sehen, sie bilden so den Kern, den Anfangspunkt für das, was jetzt Gott noch tun will. Und dabei erinnert mich die 12 Jünger symbolisch an die 12 Stämme vom Alten Testament. Und zwar die 12 Stämme, die Gott im Alten Testament gebildet hat. Er hat ihnen eine klare Anweisung gegeben und klare Gebote gegeben, damit die Welt sehen soll, wie Gott unter ihnen lebt. Die Welt soll sehen, durch das Volk Israel, wer der Gott ist, in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, wie sie in Nächstenliebe leben und so weiter. Sollen die Stämme, die Völker sehen, wer der Gott ist. Und jetzt im Neuen Testament sucht Jesus 12 Jünger aus. Er gibt ihnen klare Anweisungen, damit Gott darf sichtbar werden durch ihre Leben. Dass das Himmelreich darf auf die Welt knallen und Menschen dürfen sehen, wer der Jesus, wer der Gott ist und zu was er fähig ist. Ich will mit euch ins Heute zurückspringen, ins 2020, in unsere Zeit. Und ich will, dass wir uns mal noch ein bisschen mehr mit dieser Auswahl, mit dem Ruf von Jesus oder dem Jesus-Casting, wie wir es nennen können, beschäftigen und anschauen, was hat denn das heute mit dir und mit mir zu tun. Und zum Start möchte ich auf 2 Punkte eingehen, die Grundlage sind, die wir wissen müssen und die wichtig ist. Der erste Punkt ist der: Jesus ruft dich. Jesus ruft dich heute. So wie er die Jünger dazu mal gerufen hat, um mit dem Mikro in die Nachfolge zu kommen, so ruft er dich heute. Der Jesus ruft dich. Die ersten Jünger, sie sind berufen worden. Und das ist nicht so üblich gewesen, dass man diese Art von Männern ausgesucht hat. Männer, die das Handwerk für ihren Vater übernommen haben, das ist nicht üblich gewesen. Denn sie sind keine religiösen Aspiranten gewesen. Sie sind normale Leute gewesen. Und vielleicht nicht unbedingt gerade so die besten Kandidaten. Ich bin sicher, wenn ich hier in die Menge schaue, dass wir einige Leute unter uns haben, die sagen, yes, ich weiß, Jesus hat mich auch gerufen. Jesus hat mich vielleicht vor längerer Zeit mal gerufen und ich laufe in dieser Nachfolge. Ich folge ihm. Ich habe mich verändern und sehe, wie ich aufblühe. Ich bin aber sicher, dass es auch Leute unter uns gibt, die vielleicht ein bisschen anders denken. Leute, die vielleicht kritischer sind, die unsicher sind oder sogar ungläubig sind. Vielleicht Leute, die denken, hey, wenn du wüsstest, wie ich unter der Woche unterwegs bin, der Jesus, der hätte kein Interesse an mir. Mit meiner Vergangenheit kann der überhaupt nichts anfangen, wenn du wüsstest, was ich alles geleistet habe. Vielleicht plagen dich aber auch Fragen. Wie weiss ich denn wirklich, dass ich dabei bin? Gehöre ich denn wirklich zu diesen Auserwählten oder einfach alle anderen und ich nicht? Und das sind Fragen nach der Heilsgewissheit. So die Sicherheit zu haben, dass du gerettet bist. Gerettet auch nach dem Tod. Und Jesus ruft dir zu. Ich rufe dich. Er ruft dich. Das möchte ich dir am heutigen Morgen sagen. Wir lesen im Epheser 2, 8-9. Denn durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Also die Bibel sagt uns klar, es braucht Glaube, zum gerettet zu sein. Und Gnade. Gnade ist ein Geschenk. Und das hat nichts damit zu tun, wie viel Leistung das du bringst. Es ist nicht abhängig von dir, ob du gerettet bist, ob der Jesus dich ruft oder nicht. Auch wenn du vielleicht gestern etwas gemacht hast, wo du sagst, ich bin überhaupt nicht stolz drauf. Hey Jesus, er ruft dich. Dort, wo du stehst. Wie der Menschensohn, er ist gekommen. Und die Bibel beschreibt, wie er gekommen ist, um Verlorene zu finden. Sie zu finden. Er macht sich auf die Suche und findet sie. Und genau die noch nicht alles im Griff haben. Ich gehöre da auch dazu. Genau die nicht alles im Griff haben, die das Gefühl haben, es langt sowieso nicht. Gnade ist für dich da.
Egal, wie weit weg du von Jesus bist. Hey, du bist ihm nicht egal. Du gehörst zu denen, die er ruft. Stell dir vor, er ruft dich. Jesus ruft dich in deiner Unvollkommenheit. Jesus sieht dich, sagt, komm mit. Ich will dir vorausgehen. Ich mache Schritt und Schritt, dass du mir nachkommen kannst, dass du an meine Seite kommen und darfst von mir lernen. Schaut, in dem Castingshow, in Jesus Castingshow, hat eigentlich Jesus schon lange auf den Buzzer gehauen und gesagt, komm mit, ich rufe dich. Und nicht, wie du perfekt bist, nicht, wie du gut bist, sondern wie ich dich schon lange auserwählt habe. Und darum ist es eben eigentlich gar keine Castingshow bei Jesus. Sondern Jesus sieht dich und er hat dich schon lange auserwählt und er ruft dich. Hey, mir ist das Anliegen, wenn du heute Morgen da bist und du kannst das irgendwie nicht glauben, du hast den Frieden nicht drüber, dann schieb es nicht einfach auf die Seite. Lass es nicht einfach an dir vorbeigehen, sondern lass für dich beten. Wir haben ein geniales Gebetsteam, das es liebt, mit Menschen einzustehen. Und sie werden es lieben, mit dir zu beten, dass der Heilige Geist dir einen Frieden geben, eine Sicherheit geben in deinem Herzen, dass du die Rettung hast, dass du gerufen bist von Jesus, dass er dich persönlich meint. Der zweite Punkt ist, Jesus sendet dich. Die ersten Jünger, sie sind von Jesus gerufen worden und dann 3 Kapitel später lesen wir, wie er sie ausgesendet hat. Er hat sie gesendet und das gilt auch für dich und mich heute. Er sendet dich. Hey, wie reagierst du auf die Sendung? Vielleicht kommt jetzt ein bisschen Begeisterung in dir hoch. Vielleicht bist du von dieser Sorte, die die Sendung umarmt und nicht genug davon haben. Aber vielleicht bist du auch unter denen, die so ein bisschen zögerlich reagieren, wenn die Frage kommt, ob du begeistert bist. Oder vielleicht dass du denkst, ich will gar nicht gesendet sein und rausgehen und von dem Jesus erzählen und mich brauchen lassen. Und die Botschaft ist sehr herausfordernd heute Morgen. Sie fordert uns heraus, wie sie zeigt uns auf, dass wir gerufen sind für etwas Größeres als uns selber. Wir sind gerufen für mehr als nur den Ruf, sondern wir sind gerufen, dass wir von Gott gebraucht werden. Jesus braucht Menschen, die ihm nachfolgen, die verändert werden in dieser Nachfolge und die er raussendet, die ihre Gaben brauchen, die ihre Worte brauchen, die ihre Taten brauchen und Menschen zeigen, wer der Jesus ist und wie er sich schon verändert hat, zu was er fähig ist. Im Lukas 9,1 sagt Jesus, er ruft seine 12 Jünger und dort sagt er, dass er ihnen Kraft gibt und er gibt ihnen eine Vollmacht. Jesus rüstet dich aus. Er rüstet dich aus, dass du in dieser Sendung kannst leben. Aber die Frage ist, wollen wir das auch? Wollen wir in dieser Sendung vorwärts gehen? Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte Zeit, wo ich das nicht wollte. Weil ich lange das Gefühl hatte, ich sollte jetzt noch. Ich muss jetzt noch, wie mir das so gesagt wird. Ich muss jetzt noch von Jesus erzählen. Ich muss jetzt noch gute Taten machen, in dem Sinn. Zu Leuten gehen. Das Gefühl vom Müssen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mal im Gebet war und plötzlich bin ich so betroffen worden von den Nöten um mich herum. Ich habe plötzlich gemerkt, wie viele Leute das um mich herum den Jesus bräuchten. Mir ist plötzlich so eingefahren, was ich eigentlich da mit dem Jesus zusammen erlebe in dieser Nachfolge und wie viele Menschen das nicht haben und Jesus denen begegnen will. Und ab dem Punkt habe ich mich angefangen zu bewegen und habe angefangen, die Sendung umarmen. Schau, das ist der Punkt, wenn wir es als Müssen anschauen, dann wird plötzlich anders wichtiger in unserem Leben. Dann geben wir allem anderen grössere Priorität. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns auch um die Betroffenheit so mit dem erringen, dass die Betroffenheit wirklich immer wieder so in unseren Herzen sein, unsere Herzen fühlen. Ich glaube, so schnell kann man manchmal wie so ein bisschen abgestumpft sein. Ja, ich kann sowieso nichts machen. Es ist niemand offen in meinem Umfeld. Aber ich möchte dir zurufen heute Morgen, wenn das für dich ist, wenn du merkst, du willst in dem noch mehr laufen, hey, dann ring mit Gott. Ring mit ihm, sag ihm, er soll dir die Betroffenheit für die Menschen geben. Jesus rüstet dich aus mit allem, was du brauchst. Du trägst die Hoffnung für die Welt in dir. Du trägst die Lösung für die Menschheit in dir. Und das ist genial.
Das ist die Basis, um was es geht mit Jesus. Er ruft dich und er sendet dich. Wenn wir dem Ruf folgen von Jesus, dann folgen wir dem nicht allein, sondern wir sind unterwegs mit anderen Nachfolgern, so wie die Jünger, oder? Es war nicht nur jemand, es waren 12. Und dann kann es immer wieder mal geben, dass es so Stolpersteine gibt, die uns zum Fall bringen könnten. Und wir müssen auf die achten, wir müssen sie kennen und wir müssen sie umgehen. Und für das müssen wir wissen, wie wir sie umgehen können. Und ich habe heute Morgen so Stolpersteine mal mitgebracht, dass wir die hier auch sehen. Da darfst du mir gerne einen geben. Genau. 3 Stolpersteine, die ich mit euch genauer anschauen will. 3 Stolpersteine, wo wir drüber stolpern können. In dieser Gemeinschaft, in dieser Nachfolge mit anderen Leuten. Der erste Stolperstein, das ist die Identifikation. Die Identifikation in der Gemeinschaft mit den einzelnen Leuten. Ich glaube, wenn wir uns so in die Truppe hineingeben von Jesus, dann kann das zuerst so begeisternd sein, oder? Man sieht die Leute, denkt, hey, wir haben voll die gleiche Wellenlänge. Es kann spannend sein, aber mit der Zeit kann es vielleicht auch ein bisschen ändern, oder? Vielleicht kennst du das Gefühl, und zwar von einem anderen Setting, dass du eine Gruppenarbeit machen musst, im Studium oder vielleicht ein Projekt bei dir beim Arbeiten, und du wirst zusammengewürfelt mit Leuten und denkst, hey, yes, cool, ihr seid alle cool. Der ist ein bisschen herausfordernder, der denkt nicht so wie ich. Vielleicht wird es sehr kompliziert. Kennt ihr das Gefühl? Oder? Mit der einen kann man es besser als mit der anderen. Und genau das Gefühl ist es, was ich meine. Das Gefühl, das man von der Schule kennt, von der Arbeit, aber vielleicht auch in der Christenheit oder sogar in der Kirche. Das kann so ein Stolperstein sein, dass man manchmal Mühe haben, sich mit diesen Leuten zu identifizieren oder mit dieser Gemeinschaft zu identifizieren. Vielleicht, weil man einen anderen Stil hat, einen anderen Lebensstil, einen anderen Frömmigkeitsstil. Die Art, wie du den Glauben auslebst, ist total anders als andere. Vielleicht ein anderer Erziehungsstil, ein anderer Kleidungsstil, wo du findest, was hätten sie oder er an? Meinungen, vielleicht Leute mit anderen politischen Meinungen. Plötzlich merkst du, dass da noch kleine Gretas unter uns hat, die Klimaschutz sich voll reingeben. Vielleicht Leute, die bei der SVP sind, wo du denkst, okay, das geht gar nicht. Vielleicht Verhaltensweisen, wo du denkst, wieso genau der Charakterzug? Kommunikation, wo du nicht verstehst. Oder vielleicht Gruppen. Zum Beispiel, wenn es viele Männer aufeinander sind. MFG, nicht so dein Ding. Shine Connect, Frauen, zu viele Frauen, nein, geht gar nicht. So habe ich früher noch gedacht. So, ist immer gut, noch ein paar Männer drunter mischen. Hat sich geändert. Ich leite Shine Connect. Und was ich da drinnen merke, manchmal stellen andere Gläubige meinen Glauben am meisten auf die Probe. Oder vielleicht hast du die Aussage auch schon gehört oder schon selber gedacht, mit Gott habe ich keine Mühe, aber das Bodenpersonal, das kann anstrengend sein. Oder? Das habe ich schon sehr oft gehört. Und schau, das kann dazu führen, dass man stehen bleibt und dass wir uns von dieser Gruppe entfernen. Dass wir uns von dem Ruf von Jesus entfernen. Wir begegnen in unserem Job immer wieder Leute, die Joni und ich, die uns sagen, schau, ich komme nicht mehr in die Kirche, weil es Meinungsverschiedenheiten gegeben. Gerade vor 2 Wochen habe ich ein Telefonat gemacht und dort hat mir jemand gesagt, hey, schau, Gott, ja, ist gut, aber ich komme nicht mehr in die Kirche, weil es Meinungsverschiedenheiten gegeben. Und ich habe für mich gedacht, hey, das ist so schade. Das ist eigentlich eine Tragödie, dass wir dem Ruf nicht mehr folgen von Jesus wegen einer Meinungsverschiedenheit in dieser Gemeinschaft oder wegen einer Verletzung oder einer Unklarheit. Und ich habe mir überlegt, was hilft mir in dem Inne? Was hilft mir, mit dem umzugehen, wenn das eben genau vorkommt? Wenn so ein Stolperstein vor mir steht. Und ich glaube, es braucht immer wieder so einen Demutsschritt von uns. Ein Demutsschritt. Es hilft mir, wenn ich mich unterordne. Und wenn ich sage, weißt du, Jesus hat ausgewählt und nicht ich. Er wählt aus und ich bin nicht die auswählt. Und die Frage,
wo da aufkommt, ist, vertraust du Jesus da damit? Hey, Jesus ist die ganze Nacht auf dem Berg und hat mit seinem Vater geredet und ist runtergekommen und hat die 12 Jünger ausgesucht. Und ich glaube, das ist nicht einfach so ein bisschen nach Spontanität gelaufen. Vertraust du Jesus, dass der Haufen dir nicht nur schadet? Oder vielleicht gewisse Leute da draussen? Vertraust du ihm, dass er den bunten Haufen brauchen kann, dass sie dir auch dienen können? Vielleicht, dass sie deine Ecken und Kanten schleifen. Vielleicht, dass du geduldiger wirst. Vielleicht, dass du in eine Veränderung hineinkommst. Dazu ist es eine Identitätsfrage. Weißt du, wer du bist in Jesus? Dass du dich mit anderen kannst abgeben, die anders denken, die vielleicht dich mal hinterfragen. Dass du die Sachen stehen lassen und kannst weitergehen im Frieden. Ein Vers, der mich so stark anspricht, das ist Johannes 13, 34-35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Herr Jesus fordert so klar auf zu der nächsten Liebe. Und nicht nur die Leute, die es gut haben, wo es einfach ist, sondern dass wir auch die Leute lieben sollen, die eben manchmal mega herausfordernd sein können für uns. Er fordert uns auf. Und ich glaube, das ist ein Stück weit so ein Schlüssel in dem Team Jesus, wo wir drinnen sind. Das Unterwegssein mit Jesus bedeutet das Unterwegssein in der Gemeinschaft. Er ruft uns in die Gemeinschaft. Und die Frage ist, wie gehst du da damit um? Der zweite Stolperstein, das ist die Verbindlichkeit. Jesus sagt klar, bleib bei mir und lern von mir. Und das ist ein Ruf, der uns in die Verbindlichkeit hineinruft. Heutzutage ist die Verbindlichkeit so umkämpft. Ich sehe das auch selber in meinem Leben. Oder? Man sagt nicht mehr so schnell für etwas einfach gerade ja, vielleicht für etwas, was erst in ein paar Monaten ist, sagen wir ja, da warten wir jetzt noch ein bisschen, vielleicht kommt ja mal noch etwas Besseres. Es ist umkämpft. Und eigentlich ist es so ein wichtiger Wert. Es ist so ein wichtiger Wert, wie wenn wir anschauen, so vieles in unserem Leben braucht Verbindlichkeit, damit es gesund ist. Ehe, es braucht volle Verbindlichkeit, dass wir gesund Ehe leben können. Tiefe Freundschaften, es braucht eine Verbindlichkeit, damit man miteinander unterwegs ist. Hey, ein Job braucht eine Verbindlichkeit, vom Montagmorgen sicher bis am Freitagabend, sonst hast du keinen Job mehr. Wenn du ein guter Sportler werden willst, es braucht eine Verbindlichkeit. Im Fußball sitzt du so auf der Bank. Im Fitness, es braucht eine Verbindlichkeit, dass vielleicht irgendwann deine Rückenschmerzen weggehen oder man Muckis sieht. Verbindlichkeit. Bei Jesus hat Verbindlichkeit so einen hohen Stellenwert. Oder die Jünger sind verbindlich mit ihm unterwegs gewesen. Die haben nicht einfach gesagt, okay, jetzt gehe ich mal 2 Monate weg und bin nicht mehr rum. Ausser er hat sie ausgesendet. Aber sonst sind die Jünger verbindlich gewesen. Und Nachfolge ist nicht einfach ein Rahmenprogramm, sondern Jesus ruft dich verbindlich in die Nachfolge ein. Und die Verbindlichkeit, die bringt dich im Leben weiter. Weil in dieser Verbindlichkeit laufen wir ihm nach, wir laufen in der Nachfolge und da werden wir immer mehr verändert, geschliffen, geformt. Und es hilft uns zum Leben. Egal wo wir stehen, ob jung oder alt, Jesus will uns prägen. Und das kann er nur in dieser Verbindlichkeit. Es ist ein Ruf zu der Verbindlichkeit auch im Team Jesus. Und Jesus gibt es eben leider nur im Team. Keiner von den Jüngern hat Jesus allein gelassen. Sie sind immer mit ihm in der Gemeinschaft gewesen. Und auch für uns gilt das. Der Ruf ist auch ein Ruf in die Gemeinschaft. Und etwas, was ich manchmal ein bisschen beobachte, was passieren kann, ist, dass wenn Leute klagen, dass sie sich vielleicht gerade in einer Gemeinschaft nicht wohlfühlen, dann frage ich oftmals nach, wie fest gibst du dich denn rein? Wie verbindlich bist du dort inne? Und fast, Betonung auf fast, jedes Mal tun sich die Leute sehr schwer mit der Verbindlichkeit und sie fühlen sich dementsprechend nicht wohl. Ich will dich herausfordern. Wenn das du bist, dann probier es aus. Gib dich verbindlich rein. 2, 3 Monate. Probier es aus. Gib dich rein. Und du wirst sehen, hey, in dieser Gemeinschaft, da ist eine Kraft drin. In dieser Gemeinschaft, wie wir miteinander umgehen, da ist Kraft. Ich will dich auch herzlich dazu einladen,
wenn du dir noch nicht sicher bist für die Gemeinschaft. Wo stehst du da drin? Wo ist vielleicht für dich der nächste Schritt dran? Wir gehen zum dritten und letzten Stolperstein. Und das ist ein klassischer Stolperstein, wo man oft sehen, gerade in Gemeinschaften. Und zwar ist das der Stolperstein vom Vergleichen. Wir lesen in der Bibel von den Jüngern, wie sie sich immer wieder verglichen haben. So die ganze Rangfolge. Wer hast du am liebsten? Wer sitzt neben dir, Jesus, mal im Himmel? Sie haben sich immer wieder konkurrenziert und verglichen miteinander. Und das kann bei uns so schnell auch passieren. Das kann bei uns so schnell auch der Fall sein, dass wir uns vergleichen. Der ist ein bisschen begabter als ich. Der ist besser in gewissen Sachen als ich. Oh, hätte ich doch nur. Oder vielleicht auch mit Meinungsunterschiedenheiten. Du denkst, vergleichst dich und findest, diese Meinung passt mir gar nicht. Und Jesus hat die Jünger immer wieder herausgefordert in dieser Thematik. Er hat sie herausgefordert und immer wieder gesagt, hey, denkt anders. Denkt anders. Und eine Szene, die ich mit euch anschauen will, das ist die Geschichte, wo Jesus mit dem Petrus zusammensitzt. Und Jesus sagt dem Petrus, geh und weid meine Schafe. Kümmere dich um meine Schafe, Petrus. Und wir lesen die Antwort von Petrus in Johannes 21, 21 bis 22. Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Hey, eine klare Aussage von Jesus. So klar und irgendwo durch auch krass, er sagt ihm, hey, was geht es dich an? Was geht dich das an? Und jetzt könnte man sagen, ja, aber Jesus sagt auch, schaut füreinander und habt einander gern und achtet einander und kümmert euch umeinander. Ja, es soll uns nicht einfach egal sein, wie es mit dem Nächsten geht. Aber Jesus zeigt uns da auch, jeder hat eine andere Geschichte. Er ist mit jedem von uns anders unterwegs. Jeder von uns hat einen anderen Auftrag oder sogar eine andere Bestimmung. Es gibt kein uniformes, gleichförmiges Unterwegssein mit dem Jesus in dieser Nachfolge. Und darum können wir uns auch nicht vergleichen. Es zeigt die Individualität, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und wenn wir weiterlesen, dann steht im nächsten Vers, folg du mir nach. Folg du mir nach. Schau, wenn Jesus dich ruft, dann ruft er dich vielleicht anders als mich. Dein Folg mir nach ist anders als mein Folg mir nach. Der Mireres Folg mir nach ist anders als mein Folg mir nach. Und darum sagt er, was machst du dir für Gedanken darüber? Schau auf das, was ich dir gebe, wo ich dich dazu berufe. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts, sondern schau geradeaus auf mich. Ich habe einen individuellen Plan für dich. Und die Frage ist, vertrauen wir Jesus in dem Innen? Glauben wir, dass wir nicht zu kurz kommen? Glauben wir, dass er genug für uns hat? Es bringt eine Herausforderung mit sich. Und zwar zu spüren, wo wir andere nicht verurteilen oder beurteilen, wo sie stehen, vielleicht was sie für eine Meinung haben. Aber dort drin auch nicht einfach gleichgültig werden. Nicht auf die andere Seite fallen, sondern in dieser Balance zu bleiben. Und es ist ein Zeichen von einer gesunden Identität in Jesus. Wenn wir nicht Herrscher sein müssen, Kläger sein und zum anderen, wenn wir nicht Opfer sein müssen, weil jemand etwas gesagt hat oder den Finger auf mich gestreckt hat. Sondern vor Gott in seinem Ruf stehen für mich. In seinem Ruf stehen mit dem Auge für den Menschen. Und schaut, was ich erlebe in meinem Leben, ist, dass Vergleichen immer entmutigt. Es bringt mir nichts. Ich verliere jedes Mal. Es entmutigt, es raubt mir die Freude, es raubt mir das Unterwegssein mit Jesus, Freude an dem. Und darum sagt er, folg mir nach und schau auf deine Nachfolge. Jesus ruft dich, er ruft dich, folg mir nach. Das ist ein simpler Ruf, aber ich kann euch sagen, das ist ein Start von einem Abenteuer. Das Abenteuer, das kann Hochs und Tiefs haben, es kann Herausforderungen haben, aber es wird dich verändern, es wird dich bewegen. Und ich wünsche mir das so für alle unsere Leben, dass das darf ein Ja werden
wo du mit Jesus unterwegs sein darfst, wo du ihm nachfolgen darfst, wo du ihn hautnah erleben, so wie in der Geschichte am Anfang, wo du mit ihm unterwegs bist und darfst erleben, wie er zu dir redet. Ich wünsche mir, dass du nochmal neu darfst auf den Ruf einschlagen, wenn du es noch nicht gemacht hast, dass du darfst auch in die Gemeinschaft einschlagen mit anderen Nachfolgern. Weil der Ruf und die Nachfolge wird dir Identität bringen. Sie wird Identität zeigen. Es wird deinen Charakter schliffen. Es wird deine Liebe fördern. Vielleicht für Menschen, wo du am Anfang denkst, nein, niemals mit denen. Es gibt dir eine Weitsicht. Es gibt dir eine Grossherzigkeit für andere, wie die anderen eine Grossherzigkeit für mich brauchen. Ich würde dich herzlich dazu einladen. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass du deinen Sohn geschickt hast. Ich will dir Danke sagen, dass du uns rufst, Jesus. Ich danke dir für die Gnade, dass wir nicht etwas beweisen oder leisten oder gut sein, sondern wir dürfen einfach kommen zu dir. Und ich bete, Herr, dass du Menschen, die sich nicht bewusst sind um den Ruf oder die sich vielleicht unsicher sind, dass du heute Morgen sie neu rufst, Herr. Ich bete, Vater im Himmel, dass du uns aufzeigst, was auf deinem Herz ist für unser Leben. Ich bitte dich, Herr, dass du uns zeigst, wo wir Schritt machen sollen. Ich bitte, Herr, dass du uns befähigst in dem Innen. Wir geben uns dir hin an dem heutigen Morgen. Unser Leben, Herr, wir geben uns dir an. Ich bete auch, Herr, dass gerade dort, wo wir vielleicht Schritte machen in dieser Gemeinschaft, vielleicht Menschen vergeben, vielleicht auf Menschen zugehen, Menschen anders sehen, dass du uns dort hilfst. Ich bete, dass du uns deine Sichtweise gibst, Herr, dort, wo es uns vielleicht schwerfällt. Und deine Liebe gibst, Herr. Überfüll du uns mit dieser Liebe, dass wir weitergeben von dem Überfluss und nicht selber probieren müssen. Du bist ein Gott, der im Überfluss gibt. Ich bete, Herr, für die Gewissheit an dem heutigen Morgen, dass Menschen gerufen sind, dass du das versiegelst in ihren Herzen. Danke dir, Vater im Himmel. Amen. Amen.